Essgesinntheit. Shalom Aleichem, ich bin Sura Rochel Schechter. En ik ben Yves Jachnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Wie ihr seht, greiten wir sich schon auf Pirem. Heilige Pieren. Und wir wollen Hand machen a Pirem-Siede. Die Rezepten sind basiert auf einem neuen Kochbuch, the Yiddish Family Cookbook von Bruche Weingrad. Das ist basiert auf ein altjiddisch Kochbuch, das heißt Jewish Cookbook oder auf Jiddisch Das Familienkochbuch von 1914, gedruckt geworden in New York. Das ist sehr ein interessantes Buch. Sehr interessant, folkloristisch und linguistisch. Und kulinarisch auch. Kulinarisch auch. Die Sprache ist sehr interessant. Ich habe euch gebracht ein Lexikon, die Gewüchsenwelt auf Jiddisch, weil als man guckt in alte jiddische Kochbücher, ist es sehr nützlich zu können kontrollieren alle Ingredienten. Richtig. Jetzt Hand wollen wir machen Essigfleisch, euch bekannt wie Sojafleisch. Und ich will machen zwei Beigerichten, euch von dem Buch. Ich will machen eine Kartoffelkegel oder wie es heißt bei Bräun, Kartoffelpudding. Und ich will euch machen Strischkes oder wie sie heißen bei Bräun, String Beans. Gut. Ich will anwecken ein Stück Brot in Wasser. Ich habe jetzt ein heimgemachtes Brot. Ich mache mein Brot allein, aber ihr könnt nicht was für ein Brot ihr wollt. In Bescheid meint, sei so geht zerschneidete Kartoffeln, die Zwiebeln. Abmesser? Ja. Ist gut. Ich zerschneide es auf Stückchen, ich zerrasse es auf Stückchen und lasse es wegen. Dabei haben wir einen Topf, das wir gehen rein in Wasser und Fleisch, das ist Rindsfleisch, das ich habe zerschnitten auf kleine Stückchen, einem 1 Inch Größe. Sie ist das Brust? Ich weiß auch viel nicht, was es ist, weil im Geschäft heißt es Stew Beef. Man nutzt es auf Schund, andere Gerichte. Der Mechaber oder die Mechaberte, wir wissen nicht, er oder sie heißt Hey Bräun, hat gesagt, nicht Weichefleisch. Richtig. Was das soll nicht sein? Das sagt euch ganz werfen. Wir angetan ein Viertel Wasser mit dem und jetzt wollen wir angetan die Zwiebeln. Und tut da rein nicht kein Fett? Nein, im Ganzen nicht kein Fett. Es sind nur Fett in dem Fleisch. Gut, dann wir erst geendigt die Zwiebeln, lassen wir das anziehen nachher. Jetzt gehe ich abbacken die Kartoffel. Ich habe da 4 Kartoffeln. Als man backt auf Kartoffeln, man will sie so seinen Geschmack, backt sie in einem gewöhnlichen Ofen, in einem normalen Ofen und stech sie nicht dadurch. Sie wollen nicht aufreißen. Back sie, wie sie stehen und gehen, auf die Gratis. Gut, also wir gehen jetzt aufkochen das Fleisch mit den Zwiebeln in ein bisschen Wasser und Bäumel, man darf nicht kein Bäumel. Und wir gehen lassen, bis das Wasser wird sich auswerfen. Das Fleisch hat sich jetzt gut gebräunt, sie nehmen nach dem 8 Minuten. Jetzt wollen wir anziehen die Psumim, das ist Zucker, 2 Löffel Zucker. Das ist eine Sache, sicher. Ja, und das ist ein süßen säure Machel. Und Essig, ich nutze rote Weinessig. Bei Bräun steht, als eine Sache jüdische Weiber haben lieb Säuresalz. Ja, ich nutze Essig, weil ich habe lieb den Tam. 2 Lorbeerblätter. Und englische Pfeffer. Und jetzt will ich nehmen das Brot, das wir im gewägten Wasser, ausquetschen das Wasser, also ja, und dann hinein ein wenig. Das wird das machen ein bisschen gedächter. Mischen. Und ich schmecke schon in dem Psumim, in dem Essig. Und jetzt werden wir es anstellen in den Ofen auf 350 Grad, eine halbe Stunde oder 45 Minuten, bis das Fleisch wird weich. Und das ist die ganze Sache. Das wollen wir jetzt da anstellen in den Ofen.
Jetzt habe ich schon 4 abgebackene Kartoffeln. Die abgebackenen Kartoffeln schmecken so Geschmack. Ja. Ich gehe sie abschälen. Und ich gehe sie zerquetschen mit der Gabel. Und nachdem will ich zerschlagen die Weißlich von den Eier. Der Rezept ist sicher ein Soufflé von Kartoffel oder ein Kegel von Kartoffel. Richtig. Ein Stückchen Zwiebeln in dem. Nicht du kein Zwiebeln, man nutzt schon abgebackene Kartoffel, nicht keine rohe Kartoffel. Richtig. Und man macht das Schnee von der Weißlich und es wird bei einem Soufflé, es ist sehr Geschmack. Kennst du die abschälen von mir, die Kartoffel? Ja. Steuer. Und ich will machen einen Schnee von der Weißlich. Kannst du mir geben, das Beitsch? Jetzt könnt ihr es machen in einer Mischmaschine, aber es ist gering und gemacht, also ich das zu tun mit der Hand. Jetzt ist das schon ein Schnee. Das Jahr haben wir uns gehabt, das Sachschnee, weiß man geht, wie es ist. Wir können gibt dem Tam, ja. Und du hast jetzt schon die Kartoffel geschält. Ich gehe hoch, ich gehe sie zerquetschen mit der Gabel. Und sind sie gut zerquetscht. Kartoffeln sind die einzige Sachen, was man nicht mischen in keine Mischmaschine. Richtig, das Ja. wird sehr nicht angenehm. Es wird sehr nicht angenehm. Aber Kartoffel darf man reiben mit die Hand, zerquetschen mit die Hand, tun was man will mit der Hand. Und jetzt sind sie gut zerquetscht. Ich gebe sie 4 Löffel Kokosnussschmalz. Der Rezept ist sehr Geschmack oder mit Bitter oder mit Schmalz. Und wenn man will es machen Parve, es ist besser zu nutzen Kokosnussschmalz, was ist natürlich. Und es hat nicht kein falsches Fett. Das Ja. ist sehr wichtig. Verstehst du, Bäumel ist auch gut. Ihr kennt das, ich gebe in den Geschäft, kennt ihr nicht einen Bäumel. Aber das ist, macht es speziell Geschmack. Die 3 Rezepten, was uns gehen wir machen, Hand, sind alle pushete Rezepten. Ja. Und was pushet der Rezept als wichtiger zu nutzen, die Geschmacksingredienten. Hier rein 4 Löffel Kokosnussfett. Und die Gelchlich von die Eier. Die Eier haben wir früher zerteilt, abgesondert. Misch das gut aus, so du kannst von mir mischen ein bisschen. Und ich tue rein ein bisschen Salz. Leute, Eier und ein bisschen Pfeffer. Weißpfeffer ist gut, in einer weißen Sache, also wie Kartoffel. Ein bisschen Paprika. Und da ist etwas Interessantes, ein bisschen geräucherte Paprika. Ja. Das ist sehr stark. Sehr stark, nur ein bisschen. Ja, ein klein bisschen. Es gibt es ein Tam, also einen geräucherten Tam, also wie auf einem Grill, auf einem Barbecue. Gut, jetzt hier rein ein Drittel von der Weißlich, soll werden leicht. Und ich mische das gut aus. Und jetzt die übrige Weißlich gehe ich falden wieder rein. Und Ruchel, Sie kannst du von mir unterschmieren das Fendel mit der Kokosnussbäumel? Ja. Ich gehe falden wieder rein, die Weißlich, sehr zärtlich. Sie sollen bleiben leicht. Okay. Und ich will das verschieden von oben mit noch ein bisschen Paprika, so sein schön. Okay, und, kijk wie schön. Ah, sehr schön, ich gehe Ich habe angewärmt den Ofen auf 375 Grad und ich gehe das reinstellen, wird es abbacken auf 45 Minuten. Schon auf 35 Minuten, mit ein Kickteam. Jetzt habe ich kochtig Wasser, hier rein ein bisschen Salz. Ich wollte es allein gesalzen, sehr liberal, aber da hier rein noch ein klein bisschen.
Und du habe ich Strischkes oder String Beans. Ich habe einen von Strischkes. Und ich koche sie etwa 15 Minuten. Die Strischkes haben sich schon gekocht auf 15 Minuten und da habe ich angewärmt eine Paternie. Ich ziehe rein ein bisschen Maslinebäume. Ich habe lieb zu sein ein bisschen liberal mit Maslinebäumen. Und die Strischkes nehme ich heraus. A 3-5 Minuten und schön. Wir sagen auf Jiddisch, als in Sommer Rasachum und sollen nur einpieren. Oh, ja. Spannend, I guess. Ah, Gedalia, das ist Eve. Eve, das ist Gedalia, mein Sohn. Steht es sehr interessant. Ja. Sehr orange und grün und Ja, klein. ja. Das ist Essigfleisch oder Sojafleisch. Kartoffelsoufflé und Strischkes. Ja, en du haben wir echt Schalachmunis. Was ist, es ist bald Pirem, es great mir sich Zeit zu bringen Schalachmunis. Für mich? Für dir echt, ob du willst. Ich weiß nicht. Na, alles ist also gut. Es ist sehr gut. Ich nehme nicht just Fleisch. Ich bin ein Vegetarier. Ja, aber das Fleisch ist sehr gut. Das alleine ist sehr gut. Ich hoffe, es mir hat alle gut verbracht. Wir wünschen nach einen guten Pirem. Ich gebe mir Pieren. Esst gesünder Heid. Und ich gebe mir